grab it with your hands, nothing's out of reach. If you really want something, if you need it, you can grab it with your hands, nothing's out of reach. If you really want something. Hallo alle zusammen! Willkommen zu unserem Kanal Jamaican Experience. Ich heiße Gabi und ich danke allen Leuten, die schon zu unserem Kanal subscribed haben. Macht weiter so, ne? Subscribe, share, like und comment below. Nicht vergessen, ne? Nachdem mich viele Leute schon gefragt haben, wie das damals eigentlich war, so wie ich überhaupt in Jamaika gelandet bin und vor allem das mal in Deutsch zu machen, habe ich heute beschlossen, ein Video auf Deutsch zu machen, was total komisch ist. Aber ich will trotzdem mein Bestes versuchen. Also wie bin ich in Jamaika gelandet? Das ist eine gute Frage. Also erstmal vielleicht damit anfangen, ich wollte schon immer weg, schon als kleines Kind. Wahrscheinlich habe ich schon die Gene irgendwie ins Blut oder mit in die Wiege gelegt bekommen, weil meine beiden Eltern, mein Vater, der ist zur See gefahren, viele, viele Jahre. Und meine Mutter, ungefähr 2 Jahre vor meiner Geburt, ist 1 Jahr lang um die Welt gefahren mit einem Frachterschiff. Ne? Und danach bin ich dann irgendwann mal entstanden. Also was soll da sonst bei rauskommen? Ne? Und so wollte ich eigentlich schon immer weg. Ich weiß heute noch, wie mein Vater mich fragte, da war ich ungefähr, ich glaube 8, 9 Jahre alt, ob ich mit ihm nach Australien gehen möchte. Und ich war ja sofort und bitte, ja, nimm mich mit und so. Und meine Mutter war wie, like, nee, auf keinen Fall, kommt überhaupt nicht in die Tüte. Ne, ich meine, ich kann das heute verstehen. Ich bin selbst Mutter von 2 Kindern und aber damals hatte ich da überhaupt kein Verständnis für. Überhaupt nicht. Ja, und viele, viele Jahre später, damals war ich verheiratet, haben mein damaliger Mann und ich beschlossen, dass wir gerne woanders leben würden, dass wir Deutschland verlassen möchten und dass wir ins Ausland gehen wollen, also sprich auswandern. Und so ist uns der Gedanke gekommen, dass Australien eigentlich eine gute Idee wäre, weil mein Vater ja in Australien lebte, damals in Sydney. Und da haben wir gedacht, müsste es eigentlich relativ leicht sein, weil sprich er ist mein Vater. Ich bin verheiratet zu meinem Mann, also von den Papieren her wäre das eigentlich kein Problem, war es damals auch nicht. Wir haben dann Unmengen von Papiere ausgefüllt, also ich weiß heute noch, der Stapel war so dick mindestens, es war wirklich eine Menge, was wir da auszufüllen hatten und wir waren also kurz davor auszuwandern. Habe mich auch riesig drauf gefreut, bis dann eines Tages meine beste Freundin vor der Tür stand und die meinte, also Gabi, wenn du schon auswandern willst oder so, da habe ich ja eine ganz andere Idee. Warum kommst du nicht mit mir nach Jamaika? Ich muss dazu sagen, sie kam gerade von ihrem 2. Urlaub zurück. Also es war ihr 2. Besuch auf Jamaika und sie war natürlich total begeistert. Die Leute sind so nett, die Insel ist so wunderschön und Gabi, wir können da auch arbeiten und so. Die suchen dringend Reiseleiter, deutschsprachige wohlgemerkt. Und das wäre überhaupt kein Problem. Also ich meine, in Jamaika ist ja sowieso alles no problem, gell? Dann habe ich mir halt so überlegt, man kann ja schlecht irgendwo hin auswandern, wo man eigentlich noch nie war, geschweige denn eigentlich auch gar nicht so viel drüber weiß. Also ich glaube, damals wusste ich ungefähr so viel von Jamaika, wie es liegt irgendwo in der Karibischen See in der Nähe von Kuba. Und Bob Marley spielt aber auch eine Rolle. Das war ungefähr so mein Wissen über Jamaika damals, muss ich zu meiner Schande gestehen. Habe natürlich dann später einiges darüber gelesen und habe das alles nachgeholt. Ne? Auf jeden Fall haben wir dann beschlossen, zusammen Urlaub dort zu machen. Meine Mama war auch mit dabei, weil die war ja auf ihrer Weltreise auch schon mal kurz in Kingston, wollte auf jeden Fall noch mal mitkommen. Mein Mann damals, der musste ja arbeiten, ja, also der konnte nicht mit und so sind wir dann im Juli 89 für 4 Wochen nach Jamaika geflogen. Das heißt also, meine Freundin und ich 4 Wochen und meine Mama, die konnte nur 3 Wochen bleiben. In der Zeit haben wir uns dann als erstes erstmal vorgestellt bei dieser Dame, die auch deutsch war. Und die hat auf jeden Fall gesagt, ja klar, wenn ihr wieder in Jamaika seid, meldet euch bei mir und ihr könnt auf jeden Fall hier bei mir anfangen. Wir suchen immer deutschsprachige Reiseleiter.
darf nicht vergessen, damals gab es nicht so viele deutschsprachige Reiseleiter in Jamaika. Mittlerweile hat sich das total geändert. Es gibt so viele Jamaikaner, die wirklich ein gutes Deutsch sprechen. Und also das ist ein bisschen anders geworden. Aber damals war es noch so, man hat Leute gesucht, die Deutsch sprechen und die Leute so über die Insel führen und ein bisschen was erzählen und so. Ja, also das lief ja schon mal ganz gut, ne? Und dann haben wir natürlich auch so die ganzen Sachen gemacht, die man so macht, touristisch. Wir haben uns Rosral angeschaut, die Dunn's River Wasserfälle. Wir haben Lisi mitgenommen, wo man so Rafting-Touren macht, also es ist wunderschön. Ich muss auch dazu sagen, das Gefühl, als ich das erste Mal aus dem Flieger gestiegen bin, wo ich in Jamaika angekommen bin, das war so das Gefühl, also jetzt bist du echt zu Hause gelandet oder so. Also ich habe gedacht, jetzt bist du da, bist angekommen. Also das ist ganz komisch, aber es war wirklich so. Und wir haben dann Leute kennengelernt. Da hat einer von gesagt, er wüsste jemanden, der ein Haus zu vermieten hätte. Und das haben wir uns dann angeguckt und er hat gemeint, ja gut, wenn wir ungefähr so in 3 Wochen kommen, dann wäre das Haus auch ganz bestimmt fertig und dann könnten wir da drin einziehen. Also wir hatten quasi einen Job und quasi eine Wohnung. Also ist ja schon mal gar nicht so schlecht für den Anfang, ne? So, also nach unserem Urlaub, der ja eigentlich so ganz gut gelaufen war und wir uns alles angeschaut haben und ich mir so gedacht habe, ja, also das ist es auf jeden Fall. Also wir gehen nach Jamaika, ne? Nur wie sage ich das meinem Mann? Wir haben jetzt seit Wochen da die Papiere ausgefüllt für Australien und so und jetzt komme ich da auf einmal und sage, ach Schatzi, wir gehen jetzt nicht mehr nach Australien, wir gehen nach Jamaika. Aber genauso ungefähr ist es gelaufen. Ich habe ihm das also gesagt und alles, was er dann geantwortet hat, war so, ist überhaupt kein Problem, da gehen wir halt nach Jamaika. Macht doch nichts, ne? Also das war schon irre, habe ich wirklich nicht mit gerechnet. Habe dann auch mit meiner Mutter gesprochen, die ja nach 3 Wochen Urlaub schon wieder nach Deutschland zurück ist und so und habe ihr von unserem Plan erzählt und wie gut das alles gelaufen ist und dass wir ein Haus gefunden haben und dann sogar auch einen Job und sie hat mich immer unterstützt. Also bis zum Ende, sie hat mich immer unterstützt. Hat immer gesagt, du musst machen, woran du glaubst und mach du nur, mein Kind, ne? Ja, und dann haben wir angefangen, Sachen zu verkaufen. Man darf nicht vergessen, damals habe ich in einem riesigen Haus gewohnt. Wir hatten Untermieter, die Erdgeschosswohnungen hatten und wir haben oben drüber gelebt. Also mussten wir leider den Mietvertrag auch kündigen. Wir haben die ganzen Möbel erstmal verkauft, was irgendwie zu verkaufen ging. Das ganze Zeug, was man halt so in der Wohnung hat, ne? Vieles leider auch wegschmeißen müssen. Mit das Schlimmste war eigentlich meine 2 Hunde. Ich hatte damals einen Afghanen und einen Schäferhund-Mischling, denen natürlich mein Herz wirklich extrem hing. Und haben auch überlegt, die mitzunehmen, haben uns auch erkundigt, aber nicht nur, dass es extrem teuer geworden wäre, das wäre ja noch das Mindeste gewesen, aber die hätten also 6 Monate in Quarantäne bleiben müssen in England. Das wollten wir den Tieren auf keinen Fall zumuten, weil welches Tier erkennt dich nach 6 Monaten noch? Vor allem in einem Käfig 6 Monate lang eingesperrt, habe ich mir gedacht, das möchtest du auf keinen Fall. Und so haben wir dann 2 nette Leute gefunden, die jeweils einen Hund genommen haben. Das waren beides Freunde von uns. Später habe ich die dann auch besucht und die hatten es wirklich gut. Trotzdem ist der Abschied sehr schwer gefallen. Ja, und 3 Monate später, das war so November 89, hatten wir dann noch eine Abschiedsfeier, den Abend bevor wir geflogen sind, mit allen unseren Freunden. Also war natürlich irre was los. Wurden Wetten abgeschlossen, Leute, gell? Da haben die doch tatsächlich gewettet. Also Gabi, du bist garantiert die Erste, die kneift und die haben wieder nach Deutschland zurückkommen. Wirklich, Leute. Und bei meiner Freundin haben sie gesagt, du bleibst da ganz bestimmt. Tja. Ja, aber es war ja dann wohl genau umgekehrt. Meine Freundin ist nach 1,5 Jahren dann schon wieder in Deutschland geblieben und ich war 25 Jahre lang auf Jamaika. Also Leute, die Wette habt ihr auf jeden Fall verloren, gell? Ja, nachdem wir alles verkauft hatten, sind wir dann über Miami geflogen. Ich glaube, der Moment, wo mir wirklich und auch meiner Freundin so bewusst geworden ist, was wir jetzt eigentlich hier verbrochen haben, war mit unserem ganzen Gepäck da auf diesem riesengroßen Flughafen da in Miami. Und wo wir dann gedacht haben, oh Gott, was haben wir denn jetzt eigentlich gemacht? Wir sind wir jetzt ausgewandert? Echt jetzt? Und ja, also ich glaube, das war so der Moment, wo uns überhaupt erstmal alles so richtig klar geworden ist.
Von dort aus sind wir dann mit Air Jamaica weitergeflogen. Das ist eine Fluglinie, die gibt es leider nicht mehr. Air Jamaica war also auf jeden Fall die allerbeste Fluglinie, mit der er überhaupt hätte fliegen können. Und so sind wir dann in Jamaika gelandet. Das Haus, das dieser Herr uns versprochen hatte, war leider noch nicht ganz fertig. Ne? Sprich von soon komme in Jamaika, ne? Komme bald, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Also er hat gesagt, ungefähr noch 3 Wochen und dann können wir da einziehen. Netterweise hat er uns angeboten, was wir dann auch gemacht haben, so lange bei ihm zu wohnen. Waren dann ungefähr 3 Wochen, die übrigens recht witzig waren. Ne? In den 3 Wochen kam so ziemlich jeder, der damals dort lebte, und die haben alle Hallo gesagt, die Kinder kamen, jeder kam. Die wollten unbedingt alle die 2 Weißen sehen, die sich hier in diesem Ort da verloren haben. Gell? Wir waren die einzigsten 2 Weißen überhaupt in der ganzen Gegend. Also es war wirklich witzig, eine sehr coole Experience und hat wirklich viel Spaß gemacht. Und die waren alle wirklich irre nett zu uns. Nach 3 Wochen sind wir dann das Haus eingezogen und so fing eigentlich erstmal unser Leben auf Jamaika an. So, jetzt habt ihr in etwa mal die Geschichte auf Deutsch gehört. Wo viele ja mal gefragt haben, warum ich das nicht mal auf Deutsch mache. Wenn ihr weiterhin Interesse habt, diese Geschichten auf Deutsch zu hören oder auch mit Untertiteln, lasst es mich wissen. Schreibt einfach einen Kommentar unten drunter, nicht vergessen. Teilt mein Video, ne? Macht ordentlich viel Reklame und passt alle auf euch auf. Bleibt gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, peace. Yeah, your heart is a sun. And it shines as it opens. Where your heart is the sun, and it shines as it opens. Yeah, your heart is the sun,